Ich habe das Buch in Angriff genommen, weil ich in den letzten Jahren immer stärker das Bedürfnis hatte, Rückschau zu halten, Bilanz zu ziehen und Rechenschaft abzulegen über mein Leben. Ich wollte wissen, was dieses Leben zu dem gemacht hat, was es jetzt eben heute ist. Und ich wollte vor allem wissen, wie ich zu der geworden war, die ich heute bin. So habe ich mich gewissermaßen auf Spurensuche nach mir selber gemacht, daher auch der Titel des Buches. Ich habe Dokumente gesichtet, ich habe mir Fotos angeschaut, alte Briefe, Tagebücher gelesen und schließlich mich entschlossen, diese Erinnerungen und diese Gedanken, die mir bei dem Erinnern gekommen sind, niederzuschreiben und ganz zum Schluss mich dann auch dazu durchgerungen, das Ganze zu veröffentlichen. Wie war das für Sie? Was hat das bei Ihnen dann bewirkt, nachdem Sie das alles niedergeschrieben haben? Also ich könnte nicht behaupten, dass ich jetzt auf alle meine Fragen auch eine Antwort gefunden hätte, aber ich glaube, ich kann heute im Rückblick sagen, dass ich mir durch das Erinnern und durch das Schreiben selber näher gekommen bin. Ich habe mich wie nochmal neu kennengelernt. Es ist mir vieles klarer geworden. Ich weiß jetzt besser als vorher, wem ich was verdanke, auch wem ich vielleicht was schuldig geblieben bin. Ich weiß besser, was ich gut gemacht habe und auch, was ich vielleicht anders hätte machen können. Das lässt sich heute nicht mehr ändern. Ich bin irgendwo ein bisschen, ich könnte sagen, zur Ruhe gekommen und wenn man ein ganz großes Wort bemühen wollte, dann könnte ich sagen, ich habe mich ein Stück weit mit mir selbst versöhnt. Welche Reaktionen haben Sie von Leserinnen und Lesern erhalten? Das ist eigentlich für mich das schönste Geschenk gewesen, das ich mir gewissermaßen selbst durch dieses Buch gemacht habe. Es kamen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Es hat zu wunderschönen Begegnungen und Gedankenaustauschen geführt. Ich habe gemerkt, dass meine Erinnerungen, meine ganz persönlichen, subjektiven Erinnerungen bei anderen Leuten auch etwas ausgelöst hatte, dass sie sich gewissermaßen in meinen Erinnerungen wiedererkannt, wiedergefunden und gespiegelt haben. Und dieser Austausch und dieses Gefühl, du hast auch andere vielleicht dazu ermutigt, selbst über die eigenen Bücher zu gehen, das hat mir sehr Freude gemacht und mich sehr, sehr viel Befriedigung geschenkt. Sich den wichtigen und großen Fragen im Lebensrückblick zu stellen, das ist wirklich herausfordernd. Für mich besonders herausfordernd, weil es ja auch darum geht, auch eine Antwort darauf zu suchen. Und da bin ich eben schon sehr froh, dass ich als Gesprächspartner Clara Obermüller habe, die sich sehr tief, aber auch sehr ehrlich und sehr offen mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Mein Anteil wird sein, psychotherapeutische Erfahrungen mit Lebensrückblicken ins Gespräch einzubringen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Gespräch dann anlassen wird. Was sind so Erfahrungen von Patientinnen und Patienten, die sich einem solchen Lebensrückblick stellen? Ja, ganz verschiedene. Also es gibt Patientinnen und Patienten, die auch Mühe haben damit, die auch irgendwann ihre Schamgrenzen stoßen. Aber es gibt dann schon sehr viele Menschen, die, wenn sie diese Schamgrenzen auch überwinden, eben sehr dankbar sind, dass sie gerade auch schwierige Phasen ihres Lebens mit einem Gesprächspartner teilen können, der eben für sie ein aufrichtiger, ehrlicher, aber auch verständnisvoller Mensch ist, ein Du ist. Und dann kann natürlich das, was erlebt wurde, wie in einem neuen Blick, rückblickend eben auch neu beurteilt werden.